Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX. Uff, pelzig. Sag mal du. Gefiederter Kollege. So. Und jetzt so diese lustige Ukulele-Mucke. Aber jetzt haben wir wenigstens gelernt, wie man Chocobo uns fangen können. Und wie man, beziehungsweise wir können dann hier rufen. Das ist jetzt nämlich dieselbe Sache wie in Final Fantasy VII, wo wir ständig da auf sowas hin müssen. Und dann müssen wir uns erstmal einer fangen. Nee, das geht einfach so. Mit Gizerkraut können wir dann rufen. Und wir können auch so auf Schatzsuche gehen. Und macht er dann Kräh. Und wenn er irgendwas findet, wo wirklich ein Schatz sein könnte, dann können wir da auch wirklich buddeln mit seinem Schnabel. So, wir können uns jetzt zum Beispiel mal hier in der Umgebung einfach mal umgucken. Es gibt im Laufe des Spiels auch so Schatzkarte, die man sich zulegen kann. Und da werden dann so Abschnitte gezeigt von einem Kartegebiet. Und da können wir mit unserem Chocobo dann auf Schatzsuche gehen. Da finden wir dann so ein paar Items. Immer unterschiedlich, was es für Items sind. Können dann mal stinknormale User-Items sein, sage ich jetzt mal. Und es können auch Accessoires sein. So wie das, was wir theoretisch da im Chocobo-Wald gefunden haben. So, aber wir sehen ja, hier ist eigentlich nichts von großem Interesse hier. Hier können wir nichts Besonderes sammeln. Dementsprechend ist es auch erstmal unwichtig. Ich finde es auch interessant, wie die Farbe hier ständig wechselt. Also anscheinend haben wir endlich so einen Aufgang noch im anderen. So, da sind wir jetzt wieder. Genau, am Ausgangspunkt. Ach, ich mag die Musik. Also Final Fantasy IX hat generell einen sehr, sehr geiler Soundtrack, wie ich finde. So, ich glaube, das ist Giza Malukes Grotte schon. Ah, das ist genau, das ist das Sumpf. Das ist der Sumpf. Da gehen wir jetzt mal runter und gehen hier rein. Weil ich glaube, ja genau. Kus Morast. Kus sind solche Viecher wie Quina. Das sind diese Blaumagier mit der langen Zunge. Und mit einer komischen, froschartigen Gesichter. Ich glaube, hier können wir Quina schon holen. Das sind Mockmeier und Mockmüller. Du willst wahrscheinlich auch was wissen, oder? Nee, ich mag nichts wissen. Ich will ein Dummkopf bleiben. Du? Chefchen weiß echt viel, Kupo. So sieht's aus. So, da können wir uns jetzt durchwascheln. Da müssten wir jetzt doch bald mal... Ah ja, genau. Da ist ja Quina. Hunger. Nett. So. Hier. Sie dann hat einen Frosch gefangen. Hallo, du hier. Da ist ein Frosch bei dir. Einfach nur Kuh, weil das halt so Wesen von der Rasse Kuh ist. Der Frosch sieht gut aus, ich lieb Frosch. Wer oder was bist denn du dann? Warum? Quina. Genau. Bestätigen wir mal. Ja, die Aare sind noch etwas merkwürdig, generell etwas skurril hier vom Äußeren. Aber der darf in unserer Partie mitmischen eigentlich. Magst du etwa den Frosch hier haben, Quina? Und wie? Und wie? Kann ich gern haben. Mann, Wort. Quina hat einen Frosch erhalten. Das ist jetzt mein Frosch. Quäl. Quina, mit dir ist echt wohl auch nicht weit, wenn du an die Fresse von anderer Argewiese bist. Ja, das ist durchaus etwas skurriles Volk. Quina, das Fangen unserer heimischen Fische ist leichtes, aber der Weg vom Essen ist lang und voller Zucker. Aber Meister Quäl, unsere Frösche sind göttlich. Noch nie sind wir schafflicher Frösch begegnet als hier bei uns. Dass du dich mit unserer Fresse zufrieden gibst, zeigt nur der Unerfahrenheit. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die es zu verspeisen gilt. Lern neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß. Es gibt ja noch andere Länder. Da habe ich nicht gedacht, noch schafflichere Frösche als hier. Mahlzeit. Fressen die Leibspeis vom Kuhvolk.
andere Länder, andere Schütter, andere Frösche, andere Köche. Wir Kuhs leben auf andere Kontinente, verteilt über den ganzen Globus. Kannst du erstmal den Geschmack von anderen Fröschen, wirst ganz von selber den Weg des Essens beschreiten. Reichen da würden der Queen mitnehmen und ein bisschen die Welt zeigen. Solange es etwas zu essen gibt, wird er keine Probleme machen. Denn du mitnehmen? Okay, je mehr Verrückte, desto besser, ne? Gibt's da viele Frösche? Naja, es gibt auch vieles auf der Welt, was um einiges besser schmeckt als frech. Besser als frech? Unglaublich, das muss ich alles probieren. Ich komm mit. Ja, jetzt haben wir noch einen neuen Mitstreiter. Was ist denn los, Vivi? Der Chefkoch ist da. Der Chefkoch da, nicht ist da. Der sieht fast genau aus wie mein Großvater. Der sieht einem Opa ähnlich, der Meister Quäler oder wie der heißt. Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Sieht da nicht, geh ein bisschen mit dem Retter. Ich rette auch lieber mit dem als mit dir, du Babsack. So. Was gibt's? Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Ja, wahrscheinlich so ein Frosch oder sowas. Nee, aber kennst du vielleicht meinen Großvater Quan? Alter Tatterkreis, der so ist, den kenn ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas ein bisschen merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich ja nicht sagen. Großvater Quan hat fast genauso ausgesehen wie du, Meister Quäl. Natürlich, wir Kuh sehen alle gleich aus. Bist du echt nix, Ivan? Nee, ich hab wirklich keine Ahnung. Sehr verdächtig. Komm, Bibi, du kannst mal nichts machen. Na gut, aller hopp. Okay. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch drauf stoßen. Auf Vivis Großvater, beziehungsweise wo er gelebt hat. Da kommen wir definitiv auch noch hier. Quina mit dem Preisfanger schon viel Erfahrung sammeln. Das geht dich überhaupt nichts an, wenn du uns schon nichts sagen willst. Ja, da haben wir jetzt Quina noch mit dabei. Level 9 ist er auch. Gabelhotter. Kann dort mit die Technik Vollmond lernen. Quina ist allerdings ein Blaumagier. Das heißt, Quina kann Feindestechniken kopieren. Hier kann er nichts lernen, außer Gift und Galle damit. Da kann er auch nichts lernen damit. Bringt ihn derzeit auch gar nichts. Da bräuchte man einen Weißmagier fürs Baumwollkleid. Das heben wir also mal auf. Der kriegt erstmal nur das Seidehemd. Und da kann er meinetwegen das Halstuch haben. Da kann er dann Habgier damit lernen. Okay. Was kann Quina noch so anlegen? Derzeit kann er halt noch gar nichts. Der muss dann erstmal die Feintechniker abkriegen. Haut den Lukas und Vollmond kann er haben. Habgier, Gift und Galle brauchen wir erstmal nicht. So. Gut. Und immer wenn wir auf den Sumpf stoßen, kennen wir Freshfanger. Das ist so ein Minispiel, was man mit Quina machen kann. Oh, jetzt bin ich irgendwo in der Morasch reingerannt. Hier ist es dann. Genau, hier ist Aquinas Theme. Susanne, da sind noch ein paar Fressfanger rum. Schon wieder? Gut, aber dummel dich. Danke. Das sind schon ziemlich ekelhafte Geselle, muss ich sagen. Wenn die nee, die fange ich natürlich. Wenn die ganze Zeit so am Mampfen sind, ist das schon ein bisschen eklig, wenn jemand so spricht. Aha, mich da kommt auch nochmal. Du bist fleischig, Quina. Das ist der beste Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das denke ich da. Ja, das Stein erhalten. Okay. Danke, Meister Quäl. Ich werde aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe. Alter, das ist auch schon ranzig zu synchronisieren. So, holen wir uns 8, denn 8. Komm schon her, den gelben Frosch will ich haben. Ich weiß, Frösche sind toll und so, aber die jedes Mal zu fressen ist schon ein bisschen happig, oder? Ich habe einmal als Kind Froschschenkel gegessen, das weiß ich noch. Da war mal in Frankreich. Da hätten meine Eltern einen Urlaub oder einen kleinen Ausflug nach Frankreich mit uns gemacht.
Und du hat's in so einem Restaurant wirklich Froschschenkel gegeben. Und das war das erste und einzigste Mal, wo ich einer gegessen habe oder Froschschenkel gegessen habe. Schmeckt ein bisschen wie Hähnchen im Play-Format. Froschkönig fangen, natürlich. Trophäe erhalten in Kupfer, Froschkönig. Jedes fleißig Queener. Das ist das beste Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das ist für dich, das schenke ich da. Äther gibt's da dafür. Dankeschön, Meister Quäl. Ich werde aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe. Ich finde, Russisch klingt auch so ein bisschen, als hätte jemand eine Kartoffel im Mund. So in etwa stelle ich mir die so vor, wie die sprechen, aber ich nicht sprechen vor. Von daher, das wäre dann doppelt gemoppelt und irgendwie ekelhaft. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht haben die in ihrer Backetasche ständig irgendwas, was sie nur zur Fresse aufheben. Da kannst du nicht sagen, aber ich meine, gut genährt sehen sie schon aus, so die Kuhs. Haben ja mehr als genug auf dem Ranze drauf. Also, die haben definitive Polster, die Wese. So, dich kriege ich auch noch. So, und den Ende will ich auch noch haben. So, vielleicht da ein bisschen rumschlapple. Bis der von sich aus rauskommt. Irgendwo muss er ja mal an Land hüpfen, nicht hupfen. So, komm schon. Ich will dich nur in die Richtung treiben. Oh, der springt hier raus, wenn er lebensmüde ist. Komm schon. Ja, ich kann anscheinend hier in die Richtung treiben. Ja, immer ein bisschen mehr. Komm schon. Spring an Land, du Frosch. Falsche Richtung. Ja, beim Ledger ist immer etwas frustrierend. Dann hab ich dich. Sehr schön. Gut, da haben wir alle hier gefangen. Und Quina, bist bedient. Gar nicht so schwer, die Fresse hier zu fangen. Ich habe aber genug. Alle hopp. Da ist unser Party jetzt auch komplett. Und wir können jetzt wirklich zu Giza Malukas Grotte gehen. Jetzt haben wir halt wirklich den entscheidenden Vorteil, dass wir noch ein 4. Partymitglied haben. Und der kann auch erstmal bleiben. Sobald ich natürlich wieder die bessere Mitglieder habe, ich sag's einfach frei raus, sobald ich die bessere Mitglieder habe, ist mir Quina dann eigentlich, ach, Jacke wie Hose, der ist mir dann ziemlich egal. Und, oh, da ist ja nochmal ein Schokobo. Ich habe schon gedacht, der wäre nicht da, deswegen bin ich überhaupt erst zu der Fußspur gerannt. Na, egal. Können wir ja Quina mal ein bisschen testen. Der bewegt sich auch sehr stark, muss ich sagen. Das ist derjenige, der sich von uns alle am meisten bewegt. Von der ganzen Gruppe. Naja, so Masse muss ja auch mal in Bewegung bleiben, wenn es erstmal in Bewegung ist. Und sonst ist es umso schwieriger, ihn wieder in Gang zu bringen. Aber Quina macht auf jeden Fall gut Schade. Der kann fast hier mit Freya und mit Zidane mithalten. Macht halt ein kleines Tänzchen, wenn er fertig ist, wenn er hier Sieg errungen hat. Okay, Freya ist auf Level 10 als erste von uns. Examention-Karte gibt es auch noch oben drauf. Ja, wie gesagt, ich war überrascht. Ich habe gedacht, der Schokobo, der verschwindet dann, wenn Morast der Kuhs heißt die Gegend. Okay. Ja, ich habe gedacht, der Schokobo verschwindet, sobald ich irgendein Gebiet betrete. Aber offensichtlich ist Final Fantasy IX nur sehr gönnerhaft. So, dann gehen wir jetzt erstmal noch zu Giza Malukas Grotte. Da müssen wir ja auch auf jeden Fall hier. Die Musik ist aber auch unglaublich geil. Ich finde es eh so geil bei Final Fantasy IX, dass da die Burmetia-Themen sind vor allem sehr auf Spinett. Die werden sehr viel auf Spinett gespielt. Und ich liebe ja den Klang von Spinett. Ach ja, was ist denn hier vorgefallen? Was ist passiert? Bist du verletzt? Ich bin's, Freya. Sieht schlimm aus. Wer sind die? Wer um alles in der Welt sind die Schwarzmagier? Leid wie ich. Mit dir hat es nichts zu tun. Vivi, es war dein Leid? Unmöglich. Aber am meisten sorge ich mich ums Wohl des Königs. Wir müssen uns sputen. Lili, was hast du nur an so ein gefährlicher Rat verloren? Los, mir noch! Ja, wie gesagt, die ganze Burmetia-Themes, die werden, oder viele davon werden mit Spinett gespielt und ich liebe den Klang. Klasse. Generell, wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Final Fantasy IX hat einen unglaublich geiler
Soundtrack, wie ich finde. Ist definitiv auf einer Linie mit Final Fantasy VII. Du kannst definitiv mithalten. Wie ich finde. Oh, das war Freya sogar geheilt. Die musste gutes Accessoire tragen, dass die Elementschade teilweise geheilt kriegt. So. Feuer und Heilmagie wirken bei den Untote normalerweise recht gut. Skeleton. Gucken wir mal, was der hat. Und ja, auf Quina wirkt's. Wir können bei dem Babsack nehmen wir mal Feuer ausprobieren, dass ich erst mal zeigen kann. Jadestein gibt's. Und jetzt du, Vivi. Komm, zeig's uns. Feuer und... Ja, okay. Das hat schade gemacht, aber jetzt nicht so viel, wie ich erwartet habe. Ich habe mit dem Doppelten gerechnet. Mit der Gabel ist er auch nicht aufgespießt worden. Ah, Moment, ich weiß, wie Quina die Blaumagier-Text kriegt. Ich weiß es noch, genau. Man muss die Gegner stark genug schwächen und dann kann man sie fressen. Und wenn die Feindmagie haben, irgendeine Feindtechnik, wie das bei Final Fantasy VII Käse hat, dann kann Quina seine Blaumagie wirken und kann dann die Technik lernen, von denen die er frisst. Stimmt, so war's. Er muss Fresse machen, genau. Ich hätte im Endeffekt wirklich mehr Potions mitnehmen sollen, wie ich so sehe. So. Okay. Armer Rattenmann, was geht ab? Hey, bist du in Ordnung? Du bist keiner von deiner Schwarzmagier, richtig? Richtig, wir sind auf deiner Seite. Mei Seite ist Kummer. Nimm die Glocke und eil zum Königreich. Die Schwarzmagier haben uns unsere kostbare Glocke geraubt. Der Neichen acht vor ihnen, dummelt euch zum Palast und beschützt seine Majestät. Hey! Alles klar, überlasst es uns. Gizamaluke-Glocke erhalten. Ja, Burmecia ist ein äußerst musikalisches Königreich. Und da werden solche Passagen sehr viel mit Melodie geöffnet. Die haben Harfe und Glocke dann, die wichtige Sache regeln. So, erstmal lasse ich mal nicht Quina drauf. Oh, lassen wir erstmal Vivi drauf und dann probieren wir das Vieh mal zu fressen. Ansonsten hau ich nochmal drauf, falls es ein bisschen mehr aushält. So, Quina. Kümmere dich mal drum. Und? Er versucht das Neid zu Carla und hat verschwinden gelernt. Sehr schön. So lerne ich natürlich auch immer, indem ich irgendwelche eklige Brandfliege mir reinzwitscher und von denen dann irgendwelche Techniken lerne. Klar, vollkommen normal, über die Geschmackssinne lernt man was. Aber bei den Qs scheint es ja so ausgeprägt zu sein. Okay, jetzt hat Quina, wie gesagt, die Blaumagie verschwinden gelernt. Können wir gleich mal gucken. Da ist es, kostet 8 MP das Ganze. Tja. So ist es halt, ne? Können wir immer mal ausprobieren irgendwann. Aber ich glaube, das ist eher etwas, womit man abhaut. Deswegen sollte man vielleicht ein paar andere Gegner noch schmausen. Beide Glocken läuten im Einklang. Und dann geht's auf. Die eigene Glocke zerfällt zu Staub. Ja, das sind so Einwegschlüssel dann. Oh. Töten. 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 Uah. Ach, die wieder. Sind auch bei der Invasion beteiligt. Wir ist ein doof, Rohrig. Noch nie gesehen, sag ich. Doch, der ist uns schon mal irgendwo begegnet, sag ich. Wirklich, Frohrig? Ich kenne ihn nicht, sag ich. Auf jeden Fall sollte man auslöschen, sag ich. Das sollten wir, sag ich. Ups. Ja, jetzt müssen wir dummerweise auch noch gegen Schwarzmagier kämpfen. Mach ich ja ungern, weil sie doch irgendwie Vivis Leute sind. Das sind Schwarzmagier vom Typ A, glaube ich, ne? Ja genau, Magier Typ A. Können wir mal gucken, was es so haben. Können Freya mal angreifen lassen. Und falls er dann noch lebt, dann schmausen wir uns rein. Ja, die benutzen nur die ganz normale Standardzauber Feuer, Eis und Blitz. Nicht Feuerra, Eisra und Blitzra. Insofern haben wir doch noch ein bisschen Glück. Sie dann ist eh kurz vor der Trance wieder. Okay. Okay, der macht's nie so lang.
Wir probieren dann nochmal Eis drauf zu wirken. Dann kann Quina sich den Neipetzer, wenn er noch steht. Das war ein guter Schlag. Und? Ja, da steht noch. Quina zwitschern die Reihe. Dann schauen wir mal, ob er irgendwas beibringen kann. Nicht genießbar. Okay, wenn er nicht genießbar ist, dann hat er definitiv auch nichts zu lernen. 612. Schade hat jetzt Freya gemacht. Das war der härteste Schade, den wir bisher ausgedealt haben hier. Okay. Hilfe, ist ganz brutale, sag ich. Nix wie weg, sag ich. Ach, die Zwickasper. Okay, wir können hier noch Quina-Heiler. Sie dann sollte auch nochmal ein Vivi definitiv auch. So. Ja, da ist noch einer. Töten. Um dich kümmern wir uns auch noch, Knaber. Ist er alle oder? Zeigt sich jetzt. Ah, sie sind wieder im Doppelpack. Ganz normaler Schwarzmagier Typ A. Okay, der zaubert gerade nicht. Ihr soll's recht sein, wenn die nicht zaubern, sind sie auch nicht so besonders stark. Gut, der erste ist schon tot. Also ich glaube, so viel halten die sowieso nicht aus, die Schwarzmagier. Ich meine, im Endeffekt, es sind die nur Marionette, die irgendwie zum Leben erweckt wurden. Da ist halt bei Vivi die froh, wie was bei dem abgeht, ne? Weil der sieht ja sehr ähnlich aus, kann auch Schwarzmagie wirken. Ist eventuell die junge Version davor. Noch weiß man's nicht. Ich will euch auch nicht zu schnell überraschen. Es werde Licht, Weihrauch und Kannibale sowie Draco Gemera hat jetzt Freya gelernt und sie dann und Vivienne Level. Okay, wie gesagt, ich möchte euch doch jetzt nicht zu sehr überraschen und zu vorgreifen, weil das Spiel hat's... Oh, gibt's ja Maluke-Glocke erhalten. Weil ich finde, das Spiel hat's einfach definitiv verdient, dass es uns das selber berichtet. Da will ich nicht rumschwätzen. Drachentöter können wir über die Jagdspeer lernen, was anderes haben wir eh nicht parat. Level Up muss sie noch lernen, Weihrauch hat sie gelernt. Da können wir genauso gut dann hier den Mithril-Fäustling anlegen. Zauberkyrass ist er noch am Lernen, Korallenring muss er noch Insomnia lernen. Okay, der Korallenring, der scheint offenbar vor Elementattacke, zumindest vor Blitz zu schützen. Die andere, die sind noch kräftig am Lernen, ne? Arsene Lupin braucht noch 20. 25, da braucht er noch 20. Kann er gerade eh nichts lernen. Und da ist er auch noch am Lernen. Okay, wie sieht's denn bei Vivi aus? Der kann eh nichts lernen, hier von dem Ding. Von dem genauso wenig. Gift und Galle kann er noch lernen. Haut den Lukas. Okay. Gut, da sind wir noch nicht großartig weiter. Aber ich glaube, hier müsste irgendwo in dem Level auch einen Stock für ihn geben, dass er wieder... dass er auch tatsächlich... dass er persönlich auch nochmal andere Zauber lernt. So rum war es. So. Die gefundene Glocke läuten. Beide Glocken läuten im Einklang. Und die eigene Glocke zerfällt zu Staub. Wir wollen auf jeden Fall gucken, wie es dem arme Kamerad hier geht. Oh, da war noch was. Bronzeharnisch erhalten. Okay. Gucken wir doch gerade mal. Die hatte Zauberkyrass, du musst ja eh noch lernen. Bronzeharnisch ist dann wohl etwas, was nur Steiner tragen kann. Oder? Ich weiß ja nicht. Bronzeharnisch. Ah ne, Moment. Ich glaube, das ist was sogar, was die leichte Fraktion, genau. Etwas, was die leichte Fraktion lernen kann. Götterspeise. Dann kann doch gleich muss sie dann das Ganze lernen. So. Das ist ja kein Kyrass. Kyrass ist, oder Panzer ist für, nee, einfach Kyrass ist für Steiner. Und, die Panzerdinger, die sind für die leichte Fraktion. Oh, Freya hat einen One-Hit gelandet. Oh, sogar Quina hat einen One-Hit gelandet, aber nur weil wir die überraschend von hinten attackieren konnten, hier die Gegner. Naja, so ein Skeleton muss ich mir auf jeden Fall auch noch knuspern, um zu gucken, was ich von dem noch lernen kann. Kampfpudding-Karte hat es hier noch gegeben. So, du armer Kerl, was ist denn bei dir? Nimm die Glocke. Okay. Der lebt glücklicherweise noch, ist aber schwer Argschlacher. Trotz allem wird die Sache, auch unser Glock hat hier geleit, ihr liebe Leid. Für heute ist Schluss. Wir sehen uns aber morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wenn ihr wollt.
auf jeden Fall einschalten. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.